Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vertreter von der Presse, wir können aufhängen mit dieser Pressekonferenz. Vielmals merci für die Geduld und für uns allem ein ganz, ganz großes Merci für Ihre massive Präsenz heute Morgen. Massive Präsenz sowohl für als Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahlen von der Chambre des Salariés, die das Jahr stattfanden. Wir haben effektiv eine Pressekonferenz aufgerufen für die Presse als letzte Linie droite von dieser Wahlkampagne von Mogebel zu präsentieren. Und dann haben wir gedacht, das kann ich auch nicht machen, ohne die Leute, die Wahlen ausmachen, die Leute, die an die Wahlen gehen, all die schönen Gesichter, Männer, Frauen, die Kandidatin sind für die Wahlen. Und da haben wir ganz spontan hingeschrieben, wenn der Zeit können da vielleicht Lunch kommen. Und da sind sie ganz zahlreich hier und ich bin ganz froh darüber und möchte viel Friedrich auch heute gesehen. Große Merci. Und sie sind auch da, weil wir eine kleine Part dann organisiert, wenn dann auch vielleicht froh und sie persönlich schuld oder sie einfach will kennenlernen von allen Sektoren, die vertreten sind, für nach ihr auch zu reden und Antwort zu stellen. Und dann natürlich aber die größte Merci geht und ich, liebe Vertreter von der Presse, die sind auch ganz zahlreich hier und das ist wichtig für uns, auch flott für uns und mir so und ich merci, dass ihr da seid, für auch als Messagen heute zu vehiculieren, weil ja, es geht um Wahlen. Und das ist viel Wahlen gegangen an dem letzten Jahr. Und wir haben viele Wahlen hinter uns, und wir haben Wahlen vor uns. Und irgendwie habe ich das Gefühl, aus lauter Wahlen können die nicht mehr raus. Leute gehen Eiswahlen, Sozialwahlen von den schaffenden Leuten und den Pensionierten als Lützeburg nicht so viel oft mediatisiert und thematisiert wird den Gefühl wie politische Wahlen. Und sie sind auch nicht so in aller Munde, nicht jeder gewesen, sie überhaupt, dass sie stattfanden, aber das ist so. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das nicht schon eine weitere Wahl, das ist die Wahl, wo die Leute, die zu Lützeburg schaffen, und pensioniert sind und geschafft haben, können sich ausdrücken, eine Stimme haben. Das ist die größten demokratische Wahl an unserem Land. Und dafür, also voll der Wert, eine Pressekonferenz zu machen, für zu sagen, erstens, was geht an den Wahlen, was will der OGBL, für was steht der OGBL, für was stehen die Kandidatinnen und Kandidaten hier am Saal an, und zweitens, wie drücken sie das aus an welcher Kampagne. Und dafür ist das ein ganz großer Moment und dafür große Merci, dass ihr dabei seid. Wir haben jetzt ganz viel Material dahin geschaut. Du siehst ja schon ein bisschen so kleine Gadgets, die man für die Kandidaten, und du siehst aber mehr wichtig die Inhalte. Das heißt, der hat relativ druckfrisch die nationale Wahlbroschüre für die Chambre des Salariés vom OGBL. Wir gehen hier nur noch zusammen durch, was es geht, was da steht und so weiter. Dann hat er einen kleinen Depliant über, was das überhaupt Chambre des Salariés, und wie wichtig ist das, dass die Leute da matt wählen. Auch da gehen wir nach drüber an. Und dann hat er noch einen USB-Stick normalerweise da leihen. Da sind Sachen drauf von uns. Das ist nicht just ein Gadget. Aber da sind auch die Dokumente an Flyern, Affischen, Reklamen und so weiter drauf, die man ja schaut, präsentieren, falls ihr das interessiert. Und das ist ein bisschen der Start von unserer Kampagne und die letzte Linie droite, wie gesagt, für die Sozialwahlen. Und das ist ein bisschen wie am Kino. Hey, ihr der Film losgeht, gib mir eine kleine Reklam weisen. Und dafür gebe ich wir denn da das Spot anzumachen und Luten aus. Ich brauche auch nicht mal zu schreiben, das ist einfach just ein kleiner Spot. Natürlich. Warum den OGBL? Was da unseren Wertkosten? Den OGBL? Was für ein Klo, hein? Jo, exactement. Fortschrittspeps. Verdeler. Die Sozialromantiker wollen uns just ausbluten lassen. Und nicht nur uns. Ja, auch als Kollegen, ein Kollege von unseren Kollegen. Kollege von der Kollege von unseren Kollegen. Ja, merci, das ist gut. Noch Kollege von der Kollege von der Kollege von... Ein Froh. Was tun wir davon, wenn den OGBL die Wahlen gewinnt? Bessere Kündigungsschutz? La 6e semaine de congé. Oui, okay. Also außer dem besseren Kündigungsschutz an die 6 Wochen Vakanz auf den Kanarischen. Was tun wir davon? Hä? Wie macht Bestimmung am Betrieb? Das ging euch gefallen, ne? Also, außer dem besseren Kündigungsschutz, der 6. Congéswoche und mehr Mattbestimmung. Was haben wir davon? Jean-Marie, was? Geregelt Arbeitszeiten? Ja, ein besser Work-Life-Balance kommt nicht schulden. An Truppsetzen vom Mindestlohn.
Make-up-Kraft. Nouveau droit à la formation pour le boulot. Il sichert an gesunde Derbsklima. Ein gut Sicherheit. Gute Kollektivvertrag und eine bessere. Okay, also Nogibel hat viel gemacht für alle Mami, an all Papi, besser Lehn, eine gute Pension, aber wann ist Grift? Was haben wir davon, wenn den OGBL gewählt wird? Den Index. Du Arschloch. Klengen Humor muss auch dabei sein beim Wahlkampf. Und witzig oder auch ein bisschen traurig bei der Geschichte ist, dass Matthias Bode eigentlich schon 2019 bei der letzten Wahl gewesen und an den immer wo ist. Und dafür auch haut nach keiner Weise. Und das eigentlich so gut nach mir, wo geht wieder alle gute Weste, wie das Brand beim Index lang. Und er wird auch wo gehen an die nächsten 5 Jahre. Voilà, schon gesagt, die Sozialwahlen, die sind immens wichtig für das Land, die sind wichtig für jeden, den beschäftigt das, jeden, den schafft an seine Familie, jeden, den pensioniert das. Und leider kriegen sie nicht immer den Stellenwert an die Wichtigkeit, die ihnen eigentlich gebührt. Und wir schwätzen viel an diesen Zeiten noch von Demokratie, von unserem Lützeburger Modell, von der Wichtigkeit vom Sozialdialog, an der Machtbestimmung von den Leute. Und es gibt nicht mehr Wichtiges wie als Sozialwahlen für die doten Werte in einer Gesellschaft zu vertreten. Und Parlamentswahlen sind wichtig für die Demokratie am Land, mit Sozialwahlen sind eben auch genauso wichtig für die Demokratie am Land hochzuhalten. Und die Wahlen, die fanden an der Wüste, hat mir nicht jeder weiß das immer, und dafür muss ich nicht auch erklären, ob 2 Niveaus statt. Das erste als das Personaldelegierten an den Betrieben über 15 Salarien gewählt gehen. An die Delegationswahlen, die fanden am Betrieb statt, du gehst in dem allermeisten Fall physisch an ein Wahlbüro und wählst den, dann geht die sein Wahlzettel an und du sind couragiert Männer, Frauen, die an ihrem Betrieb aufstehen und so, und ich setze mich gerne an. Für bessere Arbeitsbedingungen, für besser Lohn, für eine bessere Lebensqualität auf der Arbeit, und da habe ich das ja aber nur nicht mal das, wo wir alle guten als meisten Zeit vom Tag verbringen. Und dafür sieht er schon, wie wichtig das ist. Das sind Leute gehen, die das dort machen, und das sind die Leute auch gewählt gehen, die sich für den OGBL absetzen. Das ist auch wenn wir vom OGBL, die größte Gewerkschaft am Land, schwätzen, und dem OGBL sind sehr poids vis-à-vis von Politik, Patronat auf allen Niveauen, am Betrieb, noch national. Wenn wir von dem OGBL schwätzen, mal den OGBL, das ist nicht seine Präsidentin, das ist nicht seine Geschäftsführung, das sind nicht die Leute, die hier schaffen, aber das sind noch seine Delegierten. Das sind natürlich Tausenden und Tausende Membres, sind Militanten Terrain, mit sind auch für allem sind Personaldelegierten an den Betrieben. Und ohne Personaldelegierten an den Betrieben ist den OGBL nicht das wert, was der Wert ist, und ohne Personaldelegierten an den Betrieben haben wir auch gut keine Möglichkeit, Kollektivverträge zu verhandeln, besser Arbeits- und Lohnbedingungen zu erkämpfen. Ohne Delegationen an den Betrieben haben wir auch keinen Kontakt direkt zum Employer, und dafür ist es immens wichtig, an dem Rapport de Force, an einem Ansatz für bessere Bedingungen, dass man gut stark Delegierten haben, die gewählt gehen alle 5 Jahre. Und dafür ist die Wahl ganz, ganz wichtig. Die findet am 12. März statt. Und wir sind da voll an den Präparativen. Natürlich sind wir da schon eine ganz lange Zeit. Das präpariert sich nicht so von einem Tag auf den anderen. Das ist eigentlich sogar eine Präparation, die über die 5 Jahre lebt, ne? Das so mal auch immer nur die Wahlen als führende Wahlen. Und da sind wir am letzten Jahr, das man so konkret auch am Gange, die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten zu sichern, an abzusetzen, an als Listen zu komplettieren. Und da sind wir bald die Stattung von den Wahlen. Aber das ist eine wichtige Wahl, weil hier geht es eingemacht ist, hier geht es wirklich die Präsenz vom OGBL an den Betrieben. Und das aber da, wo die Wahlen dann auflaufen, wo es sich aufspielt. Für die größten Ordnung ein bisschen zu sagen, also wie gesagt, alle Betriebe über 15 Salarien muss eine Personaldelegation haben. Den OGBL ist 2019 an die Lastwahlen rangegangen mit 5.120 Kandidaten.
mehr hun 3788 effektiven Ersatzdelegierten an die Betrieber, die gewählt sind, an die Mandat ausüben. Der Tisch mir hun ganz Tod Sido von Eisen Kandidaten, die an Fallen gange sind, aber mir viel tausende Kandidaten an allen ökonomischen Sektoren zu Lützeburg wieder wisst, an der das Riesenopwand, an der das ein Riesenarbeit für die Wahlen auch da korrekt die wird zu kriegen, an natürlich dann noch zu gewinnen. Das aber nicht, ich nenne die Zule, weil immer so interessieren, und das ist auch normal, dass ich will wissen, wie viele Delegierte gibt dann an die Betriebe, wie viele Kandidaten hört den dann so. Mit das keine mathematische Gleichung, gell, und da so nicht für zu so als Ziel als XY oder für zu so ab so viel als gut und so viel nicht, weil Leben sich verändert, dann noch macht sich natürlich verändert, dann natürlich Hummer Haut Kandidaten noch Plätzen, wo man gleich keinen Kandidaten hatte, was ja ganz normal ist. Aber wir haben noch Plätze, keine Kandidaten mehr, weil dann von den Betrieben nicht mehr gibt. Auch das geht an der Realität von unserer Ökonomie, was ja ganz logisch ist. Wir haben also auch Fusionen von Entreprisen, was dann dazu beiträgt, dass Schulen sich ändern. Aber wir haben neue Sektoren, die abgegangen sind, neue Betriebe, die abgegangen sind, wo man dann neue Kandidaten werden haben. Just war den eben zum Stand haut kann so kann ich nicht so wie werden Wahlen ausgehen leider bei den zum Stand haut kann so mir sie ganz gut in AW mir sind so versichtlich den OGBL als präsent an alle Sektoren stark sie überall am Gangen als zu präparieren an mir hun haut schon zum Stand haut 600 Kandidaten mehr wie zu dem Zeitpunkt war für zum selben Zeitpunkt. Dann das Ziel als Majorität, dann als stärkt, als größte Gewerkschaft am Land weiter auszubauen, auch bei den Delegationswahlen. Das ist natürlich ganz logisch. Nach einem interessanten Zoll für euch, wo man auch oft gefroht gehen, als dass so Sozialwahlen und stärkt von OGBL natürlich auch von der stärkt von seiner Memberschaft aufhängt an. Wir sehen gut in NRW bei der Entwicklung von unserer Memberschaft. Wir sind ganz froh darüber. Kann ich natürlich so, dass sie durch Krisenzeiten vielleicht, dass das Leute echt an Gewerkschaft gehen. Das nicht selbstverständlich auch bei der Entwicklung von der Memberschaft. Wir haben im Jahr 2023 8.480 neue Membern am OGBL gemacht. Das sind 8.480 Leute, die morgens abgestanden haben, sind sich gedacht haben, du gehst an den OGBL. Und das ist die richtige Platz. Und du gehst nicht hin. Und wir sind froh, dass die bei uns sind. Und dafür haben wir auch da also sind wir ganz, ganz optimistisch gestimmt an zuversichtlich, dass man die Wahlen umgehen. Das ist aber die Angwahl an der Wüst, das ist nicht die einzige Wahl, an der ist ein bisschen tricky, weil dann muss man die Leute mal so, nee, es gehen 2 Wahlen, die eine Wahl als die von der Chambre des Salariés. Und die ist nicht manner wichtig, weil an der Chambre des Salariés do gëtt eigentlich die Demokratie von der Fedro geschwar noch ausgedrückt auf institutionalisiertem Niveau rang legal gesinn gëtt iwwer d Wahl von der Chambre des Salariés Kraft von der Gewerkschaft gemoos. Gëtt jo do gemoos in der Stimmenzuel den Prozenter, die errecht, ob en Gewerkschaft national repräsentativ ist. Und dafür ist Chambre des Salariés auch ein ganz, ganz wichtig Wahl für die Vertreterinnen und Vertreter vom OGBL, für den OGBL die nötige Kraft der Rückgrat zu gehen an allen Kampf, die noch wird, da muss weiterfeiern, aber auch an allen Diskussionen, an allem Sozialdialog auf nationalem Niveau, wenn wir an einer Tripartit sitzen und du als Ersätze für Fortschritte, soziale Fortschritt, dann haben wir da mehr stärkt a méi Kraft, wat man besser gewählt sinn an enger Chambre des Salariés. Also ganz logisch. Also ganze nationale Sozialmodell, de großen Lützeburger Modell, von dem ihr viel geschwärmt wird, beruht auch op der Kraft von der Gewerkschaft an der Chambre des Salariés. Als Repräsentation an der CNS, an der KNAP, an allen Arbeitsjurisdiktionen, anderen Institutionen von der Sécurité Sociale gëtt iwwer d Chambre des Salariés determiniert. Also gesieht do auch wie wichtig natürlich ist, dass man do als absolut Majorität die man hun behalen und weiter ausbauen. Und ihr wisst doch, dass Chambre des Salariés der dort formeller
institutioneller Platz, aber auch ganz wichtigen Akteur als zu Lützeburg an dat sowohl auf der politischer Ebene, weil an der CSL gehen mega gut wie geschrieben zu allen Gesetzesprojekten an Reglement Grand Ducoen, die als konzernieren an die Leute betreffen an du eng heden Nachricht gelesen an zu Summe mat den 60 Membern an der Assemblée plénière an den Nachrichtkommissionen an am Komitee gëtt do en ganz wertvoll politisch Arbeit gelegt an sich politisch mat an dem Debatt agemmischt an dudurcher bringe man auch die Interesse von den Schaffenden an den Pensionierten noch 4. Dat Mama aber über das Konferenzen, über das Publikationen, alles dazu die kennt CSL ganz gut. An den zweiten Wolle aber auch für nicht zu negligieren von der CSL als die ganzen LLC-Bereich, den Bereich von der Formation continue, wo CSL einen inkontournablen Akteur zu Lützeburg gehen als am Bereich von der Formation continue, an noch an einem Ansatz von der Formation initial. An diesen Zeiten, an denen wir leben, wissen wir alle gut, wie wichtig das ist, an das wirklich, wenn der eine Broschüre guckt, die Reisken auch an alle Haushalt verdient wird, gesehen wie divers die Offer also wie groß auch der Bereich Formation von der CSL Ginas. Auch da das Grund natürlich für stark Vertreter an der CSL zu wählen, an dummer da natürlich für den UGBL zu wählen. Wir haben eng absolut Majorität Kritlastkeier, also die hat man ja schon viel drin, wir wollen die weiter konsolidieren an ausbauen. Und da tun wir alles an der Broschüre geschrieben, die sieht dat, wenn der das durchblättert, und natürlich gehört zu einer Wahlbroschüre, aber auch ein Rückblick, ob was tut UGBL dann die letzten 5 Jahre erreicht, an der haben wir also Bilan gezogen. De Bilan hummer gemäß als Motto gemäht, dem er an einer Präkampagne Lastjahr Ufang oder ja früher Lastjahr rausbot, die da bestimmt gesehen hat, weil sie konnten sie bald nicht gesehen. Sie war überall an alle Busarenen, an überall hungen sie da fischen, und sie hört gehecht pas de blabla, juste des actes forts. Weil wir wollten eben darauf hinweisen, dass wir nicht just schwatzen, wir auch machen, an umsetzen, an auch daran erinnern, was wir umgesetzt haben. Und so nennen wir dann noch als Bilan, pas de blabla, juste des actes forts, und da detaillieren wir ein paar Punkte, die wir dann erreicht haben. Natürlich nicht überraschend, werde ich auch nicht überraschen. Als allererster Punkt als lange Leute für den Erhalt vom Indexmechanismus. Ihr wisst, dass wir die einzig waren an der Tripartit 22, die gesagt haben, wir sind gegen die Indexmanipulation. Wir haben dafür viel zu kämpfen. Und wir haben der Fertigsport als einzig, die sich Demos gewährt hatten, mit der Solidarität von vielen anderen, aber mit dem großen gewerkschaftlichen Ansatz, haben wir der Fertigsport den Indexmechanismus normal herzustellen. Muss ich aber daran erinnern, dass ihr für nicht vergisst, was dem uns passiert an der Tripartit. An Uni UGBL an seine Opposition, an seinen Obstand auch dagegen, hätte man 7,7% meiner Kaufkraft haut, weil da wären die 3 Indextranchen noch nicht gekommen, erinnert ihr euch, und dann auch Tripartit, der gesagt hat, wir machen just noch eine Tranche pro Jahr, und wir reportieren eine Tranche. Die Anpassung vom Steuerbarem und die Inflation war auch ewig ein UGBL-Sujet. Wir haben das schon an den ersten Tripartiten, Covid und so weiter, abgeworfen, dass das muss passieren, also auch schon viel drüber natürlich. Aber wir haben einen kleinen Teil durchgekriegt an der letzten Tripartit, auch das als ein positiver Bilan, auch wenn natürlich noch nicht weit genug gegangen ist. Ihr wisst alles, was ihr könnt. Mit das aber ein Teil passiert. Wir haben ja dann auch die Deckelung von Energiepreisen, die hatte mir schon gefordert an der Köier für Drun. Du können wir so von Gewerkschaftsseite, das war eine wichtige Doléanz. Und da tun wir Fertigbrot. Und da haben wir es aber Fertigbrot als bestes Land dann an Europa die Inflation an den Griff zu kriegen. Auch an den Zeiten von hoher Inflation, sie aber also massiv aufzubremsen, auch am europäischen Vergleich relativ am Griff zu halten. Dann haben wir natürlich aber nach nebenbei einen Job gemacht, Kollektivverträge zu verhandeln. Das nicht den Schwert man machen, das aber großen
Deel vun eisem Job. Wir hunn da 232 an der letzte Mandat 232 Kollektivverträge verhandelt. Wir hunn do Pferdespurt neue Kollektivverträge anzuführen, wo 4 Druck waren, das schwerst, muss ich ganz ehrlich zugehen. Dafür will man ja besser Gesetz. Wir sind an 18 neuen Betriebe präsent mit einer Konvention kollektiv, wo 4 Druck war, das ist über 1600 Leute hun haut neue Kollektivvertrag, wo sie keinen hatte für drin, dank eiser Arbeit. Ein natürlich rezent Beispiel war den auf dieser Platz, aber muss erwähnen, wo man ganz hart kämpfen für Kollektivvertrag zu verteidigen. Ganz, ganz hart bis zum äußersten gewerkschaftliche Mittel greifen. An 25 stehe ich am Schnee, an Regen, an Kälte, an so Stungen. Als Beispiel am Passat, du siehst, dass den OGBL nicht labber löst, wenn er unseren Kollektivvertrag will gehen. Und das war ein Beispiel für die ganz Ökonomie von Lützeburg, für all die schaffenden Leute zu Lützeburg, wo man weiß, so geht es nicht. Der holt da ist nicht einfach ein Kollektivvertrag wasch, für den die Leute auch schon müssten kämpfen. Dann haben wir eine Avantage erreicht. Du wirst, dass wir ganz lange schon kämpfen für eine Erhöhung vom Mindestlohn. Nach immer. Und das nicht für zu sagen, dass alles gut, was geschieht ist, und das geht durch. Ein Minimum haben wir aber recht. Das ist schon lange her, 2019, gouf der Mindestlohn um 0,9% erhöht. Und das muss ihn aber so auf Druck von der Kampagne von OGBL, aber nicht losgelassen. Und wir bleiben Hand dran. Auch, dass der Mindestlohn regelmäßig und die Inflation die Evolution von den Salären ajustiert wird, als etwas war den Lohnmengt, das ist ja normal, aber das ist nicht normal, das müssen wir alle Jahre verteidigen, auch vis-à-vis vom Camp patronal. Was man auch muss verteidigen, der das da ist, wir streiten an der das von zweiten großen Teil von unserem Job quasi tagtäglich auf vielen ökonomischen Sektoren dafür, die Leute an der Arbeit zu halten. Das heißt, wir haben Tausende von Entlassungen verhindert. Das kriegt er mit, weil wir schreiben natürlich dann auch immer, da war Plan sozial probiert gehen, den OGBL das angegraben und hat gestritten, für das den Maintien en l'emploi gilt, auch für das die Leute nicht einfach losgehen und auf den Schoß gesagt gehen. Und ich meine, das ist auch an diesen Zeiten ein wichtiger Teil vom Job. Wir haben die Akkorde von zum Teletravail, zum Droit à la Déconnexion, am Conseil économique et social, wie du wirst. Wir waren immer für eine Arbeitszeitverkürzung, wir werden immer sehen, dass auch da nicht viel geschieht. Wir wissen, dass das geschieht 2019 auch, haben wir einen zusätzlichen Urlaubstag und einen zusätzlichen Tag Congé dabei gekriegt. Kannergeld, das reindexiert gehen, nicht zu vergessen, 2021. Und da das die von ihr Journalisten, die schon mir lange dabei sind, der wisst, dass das wirklich vom OGBL ein Dada war und dass man gefehlt die letzte Zentner der Desindexierung alle Pressekonferenz gesagt und Kannergeld muss reindexiert gehen. Das aber passiert im Oktober 2021. Sind auch immer mehr Verluste gemäht, wie du im Rackkommens, mit das aber schon ein bisschen Akt da geschieht. Dann haben wir den Tiers Payant abgezählt, weil auch da das etwas, der Carlos Candomé darüber berichtet, wann der Frau nach Hut, mit haben wir ja wirklich seit Jahren streiten wir für, dass die Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft wird und dass ein Tiers Payant gefordert wird und generalisiert wird. Also sind wir gute Weg, ja, dass man mal so sagen, dass man die Paiement immédiat für die Kosten von den Leuten manchmal aufzubremsen. Und eine ganz Reihe anderer Sachen, die wir gemacht haben. Wir machen ja alltag einen großen Job, viel Arbeit. Und unter anderem, leider ist es auch noch eins so, dass man muss mit einem Dossier auf Gericht gehen. Und dafür haben wir auch an der Periode von den letzten 5 Jahren 1229 Affaires Juridiken verteidigt, wo wir Membres begleitet haben, an ihnen eine Instanz Juridiken haben für Gericht hier Rechte zu erkämpfen. Und den Taux de Succès ist bei 90%. Das ist auch schon enorm. Voilà ein bisschen zum Bilan vom OGBL über die letzten 5 Jahre. Und da besteht es nicht aus, wie wir alle gut wissen.
Dafür haben wir auch als ein Programm, als Programmatik dran geschrieben, für was steht noch dann an Kilo sehr drüber, weil sonst geht es zu lang. Wir haben als heute schon müssen reduzieren. Ihr wisst, wenn der Kongressprogramme vom Rebell ist, sind nicht vor 100 Seiten, wenn der als Pressekonferenz so verfolgt, dauert Stunden. Wir haben zu allem etwas zu so, was die Leute betrifft. Wir haben ganz viele Sujets, wo wir Forderungen haben. Und wir haben als heute irgendwo müssen, ob die wesentlich, wenn ich da so will, so resümieren. Ich fange mit den Pensionen, weil das eben malgré nous ein Top-Thema gött Guinness. Wir haben für die Wahlen gewarnt, für die dass man Mojibel keine Verschlechterung von den Lichtungsverschlechterungen und den Pensionen darf gehen. Wir waren dann ein bisschen froh, dass an den Wahlprogrammen von den einzelnen Parteien relativ wenig über das Pensionssystem von Lützeburg geschwärzt gehen ist. An Duno ist es dann aber knüppel gekommen, dass man relativ sehr überrascht gesehen mit politischen Annoncen, die man auch schon die wat Praselo kennen von wegen muss handeln, wir muss gucken und eine Diskussion wo gi hin mat da Pensionssystem. Mir haut schwarze mir net drüber, weil mir werden noch ganz viel Gelegenheiten kriegen in einer anderen Donnerstag als eine Großkonferenz zu dem Thema den Urchten, wo der auch invitiert sieht und du gibt den Detail diskutiert. Mir wird ganz wichtig ist einfach für alles zu so an der das schon pummer gesucht gehen Pensionen, das nicht eine Sozialhölle, das das was Leute sich über die Leben noch schafft tun, wo sie sollen dezent können leben an ihrer Rand an das nicht ubrucht lo hinzugehen und zu sagen, wir müssen mit einer Reserve von 24 Milliarden unsoziale Mesuren ergreifen, wo zu Lasten von den Rentner können von den heutigen Rentner und auch noch nicht von den zukünftigen Rentner. Und dafür muss man zusammen also durchsetzen am Sozialdialog darüber diskutieren, wie man das System pedernisieren. Und das sind wir bereit zu machen. Wir sind offen für den Dialog. Wir haben noch Entrevuen angefragt bei der Madame Minister. Und wir werden auch mit hier darüber diskutieren. Ich meine, das ist für den Moment das Wichtigste, was zu sagen ist. Die wünscht aber, dass Nogibel sich vehement gegen die Leistungsverschlechterung von unserem Pensionssystem wird. Und das sind sich auch du geht wird, dass man hier noch ein zu Klassenrentesystem haben, das ist ein starken, öffentlichen, solidarisch finanziertes System, den eben von den Besten auf der Welt ist, angegriffen wird, liberalisiert wird und durch Privatzusatzversicherungen verwässert und angegriffen soll gehen. Das wird so sicherlich für uns nicht die Lösung sein und dafür wird man da auch noch viel drauf zu schaffen kriegen. All die anderen Punkte sind keine große Überraschung, besser Arbeitsrecht und endliche Neidkollektiv gegen alle Flexibilisierung von den Arbeitszeiten an Streiten für ein gut Work-Life-Balance, so klassisch Schlagwort, mit dir wisst, was haben richtig, das ist ein Butter wurscht von den schaffenden Leuten. Wir verbringen alle gute schon viel Zeit bei unserer Arbeit und wir wollen, dass die Zeit ordentlich gestaltet wird und dass sie auch Minimum prävisibel ist und dass man nicht eine Flexibilität à gogo haben vom Patron, wo die seht, ich rufe beliebig Leute zurück und schicken sie heim. Wir wollen besser Arbeitsbedingungen am Allgemeinen, das geht über neue Arbeitsrecht. Wir sind weiterhin an der Satz, wo man dazu Werte verlieren, gegen all Manipulation vom Indexsystem. Wir stehen zu einem Indexmechanismus, was der wichtige Mechanismus ist, für die Kaufkraft, Verluste von den Leuten zu kompensieren. Nicht manipuliert, nicht gedeckelt, nicht verrickelt, der Wurekurve nicht ungepackt. Nichts davon soll gehen, der Index soll bleiben, was ist. Und dafür werden wir auch weiter ersetzen. Wir werden auch ersetzen, für mehr Steuergerechtigkeit. Weil die Lomatkredit lachte aus dem Oxfam-Bericht herauskommen über die gravieren dann immer mehr groß ungerecht Verdelung an der Welt an die Klamme von den Ungerechtigkeiten überall auch zu Lützeburg schon mal ganz viel Ungerechtigkeiten mit noch immer Armut ein Armutsrisiko mit noch immer den höchsten Tour Working Poor halt zu Lützeburg mit wenn wir wollen mehr Gerechtigkeit affeieren wenn wir wollen eine andere Umverdelung dann ist es auch über den Weg von den Steuern
das kann immer deiner Justice fiskal machen. Dafür brauchen wir eine Steuerreform für eine andere Umverteilung an, aber auch für starken Staat zu finanzieren, was wir auch brauchen. Und dafür werden wir dabei sein bei den Diskussionen rund um die Steuerreform. Die kennt du als groß Linien kurz gesagt, die Klang am Mittelrevenu steuerlich entlasten, am mehr Ressourcen generieren bei den ganz hohen Gehältern, aber auch auf den Kapitalerträgen, aber auch gegen all Senkung von der Betriebsbesteuerung sind wir. Und natürlich muss man auch weiter kämpfen für die Anpassung vom Barem und Inflation, für den Automatismus gegen Kalprogression. Du Logement, Ökologie, den Chancengleichheit und so weiter sind auch noch alle Sujets. Do Spuren aber lo Detail es gëtt definitiv ze lang. Voilà, das zu den großen Inhalter, die man vertreten, die man kämpfen noch notwendig, also die man überall vehikulieren, die man auch wo man auch mobilisieren dafür, wo man sensibilisieren. Ich denke, wir wissen alle gut, dass man schwierige Zeiten durchleben. Wir kommen noch aus schwierigen Zeiten. Wir haben eine Krise schon da ist. Oft sind es Krisen, die schaffen Leute und die Familien, die leidtragend sind. Sie brauchen starke Gewerkschaften an den dritten Zeiten. Zu den Krisenzeiten kommen auch noch die ökonomisch schwierigen Zeiten an verschiedenen Sektoren dazu. Wir haben die drohende Rezession, die immer nach irgendwie ob es lascht. Wir haben eine neue Regierung, eine konservativ-liberale Regierung mit einem konservativ-liberalen Regierungsprogramm, das auf viele Punkten aber nicht sich überschneidet mit dieser Programmatik. Und dafür geht es an diesen Zeiten wie immer an mir wie für ASKW Land Nogibel. Wir sind die einzige Kraft, die Courage hat, dann auch die Stärke hat, für sich zu opposieren gegen politische Kräfte an Patronatskrise, die als do und die Interesse wollen gehen. Und dafür gibt es für ASKW Land den Nogibel und löscht zwei, wie ihr wisst, bei diesen Sozialwahlen. Und das machen wir mit diesen formidablen Kandidatinnen und Kandidaten an der Chambre des Salariés. Die können da ablecken, ob im USB-Stick, aber der sieht sie auch im Saal. Der hat aber auch die Fotos und niemand so weiter. Stick an der Hutze auch ob Eiser fusch naja Internetseite an auch wann das vielleicht Käseskubas für Eiser zu den wir sind mir lang drüber gebastelt damit sie froh dass man eine Internetseite haben die Azura sondern sie ist mega flott dann ergonomischer user-friendly und so wie ihr seht und das alles drauf was sich gehört und du als ob der Internetseite fand auch noch einige Kandidatinnen und Kandidaten pro Gruppe just noch ganz kurz viel das schon massiv überzeugen, manchmal, denn es wird dann eine sozioprofessionelle Gruppe gewählt an der Chambre des Salariés, das heißt, die hat Kandidaten pro Gruppe, pro ökonomischen Sektor, und das auch die Leute, die an dem Sektor schaffen, die die Wahlzettel kreieren. Die Gruppe 1, das ist die von der Stahlindustrie. Du siehst, dass man Männer und Frauen haben, die aus allen Bereichen kommen, die Population von ArcelorMittal repräsentativ durchstellen und widerspiegeln. Wir sind immens froh, dass ihr dabei seid. Die sind top, die sind die besten Kandidaten, die sich wünschen. Und ihr wisst, dass das eine wichtige Gruppe ist. Das brauche ich auch nicht zu erklären. Das natürlich für uns als OGBL auch historisch ein ganz wichtiger Sektor, der noch zum Reichtum von unserem Land beigetragen hat und erschafft hat. Und dafür sind wir froh, dass wir auch da noch eine eigene Gruppe haben, wo Leute dann den OGBL können vertreten. ArcelorMittal hat viele Challenge für uns und ich meine, du bleibst nicht aus, dass wir starke Gewerkschaftler haben für die nächsten Jahre noch. Du hast ja ganz viel passiert in den letzten Jahren und riskiert noch viel zu passieren und dafür braucht man da eine starke OGBL. Die zweite Gruppe, die nennt sich dann Autre Industrie. Das ist dann eben
all die anderen Industrien. Kolleginnen und Kollegen von der Industrie sind noch häufig weiter frohen zu dem doten Sektor. Aber da sieht auch stark Fragen am Männer ob den Bilder, an der sieht dann noch, dass man wirklich große Entreprisen halt vertreten haben, die Lützebauer Industrie, den Tissu industriell von Lützeburg repräsentieren. Da hat sie die großen Playerin an der Industrie. An den Industriesektor also auch ein Sektor, den viel gelitten hat, ne? Durch Tertiarisation von der Ökonomie, und noch durch die neuesten Revolutionen von der Arbeit, als die Industrie, die direkt getroffen ist, die Arbeitsplätze. Es sind immer mehr Arbeitsplätze an der Industrie. Der Standort von der Lützebauer Industrie ist immer mehr angegriffen. Wir haben große multinationale Konzerne mit Methoden, die nicht alles sind, wie man in den letzten Jahren gesehen hat, am einen starken OGBL, den Heavy geschafft hat, viel erreicht hat an den 5 Jahren, viele Arbeitsplätze gerettet hat. Und das geht auch nicht mehr durch die dote Leute, dann durch die Kolleginnen und Kollegen im Terrain. Da haben wir, obwohl immer mehr Emploi am Sektor ist, immer noch eine gewisse Memberschaft. Und das sind auch Gewerkschaftler durch und durch. Dasselbe gilt auch für den Bau. Da brauche ich kein Bild zu malen. Jean-Luc ist häufig an der frohen Hut, mit das hart. Das ist natürlich der Sektor, den am härtesten getroffen ist, wo es lodrums gilt, den Emploi zu verteidigen. Und da braucht man einen starken OGBL. Das können wir und das machen wir. Und wir setzen uns dafür an, dass alle guten Leute hier Arbeitsplätze behalten, hier am Arbeitsmarkt bleiben. Und da hat auch die großen Entreprisen vertreten. Da sind Kollegen noch halbannen, dann können ich gerne noch reden einfach stunden. Für so eine große Gruppe, wie ihr seht, das sind Banken, kurz ausgedrückt. Du hast auch die großen Banken alle guten vertreten, und das ist sicherlich auch ein Sektor, wo es spannend ist, spannend bleibt, wo es ganz wichtig ist, dass man stark präsent sind. Sie sind hier auch wir sind der Meinung, dass Nojibeldo einen ganz guten Job gemacht hat an den letzten 5 Jahren, und dass auch dem wird Rechnung gedroht gehen bei den Wahlen. Das ist natürlich ein Sektor, der kennt als Schwierigkeit noch von dem Sektor auch da, wo wir ganz viel leider mit Sozialplan konfrontiert waren. Da sind heftige Beispiele, die wir auch erlebt haben, auch da als Priorität. Die Arbeitsplätze zu erhalten, aber natürlich auch die Lohnbedingungen und die Arbeitsbedingungen von Leuten zu verbessern. So, und da könnten die Gruppe 5, den ich gar nicht beschreiben kann, weil den heißt Sektor des Services et des autres Branches. Da ist dann auch plus ou moins alles anders. Da dran sind ganz viele Sektoren, wir haben also versucht, die abzuschreiben, die also so, die lichten als die Gräs oder die wichtig. Du hast Kolleginnen an diesem am wirtschaftlich starken Sektor, weil du Hummer Fragen, die Courage schon abzustehen und sich anzusetzen für ihren Sektor. Und das ist ein Sektor, den immer gelitten hat, wo Patronatszeit heftig auch Attacke reiten. Da braucht man eben noch stark Leute. Dann haben wir den ganzen Transport am 5. Wir haben den Commerce am 5. Die sind noch alle hier. Den Sektor von den Medien am 5. Der sieht am 5. Der Sektor von der Kultur ist am 5. Der Sektor von der Aviation ist am 5, auch hier am Haus, am Saal. Der Sektor von der Horeca ist am 5. Privatschulen sind am 5. Die sind noch hier, die Recherche an Uni ist am 5. Alles, was Service privé ist, all Dienstleistungsbetrieb ist am 5. Also gebe ich so ein Lo. Das ist plus ou moins umschrieben, was da die großen Sektoren sind. Voilà, du siehst auch Kandidatinnen und Kandidaten, du kannst da pur. Dann gehen wir weiter bei den 6. Da das die von den öffentlichen Darunter fällt auch der Sektor von der Energie. Ja, du hast in diesem Fall auch kein Choix wie den OGBL, weil
aber an der Wahl von der Chambre des Salariés an nicht der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics an der Wahl von der Chambre des Salariés, die sind die sich am meisten ersetzen noch für öffentliche Dienste und Wichtigkeit für eine Gesellschaft von der Stärkung von den öffentlichen Diensten an, dass man da gut an qualitativ an gut bezahlten Arbeitsplätzen hat. Und ja, da sind als Kandidaten. Da können pardon, dat ja mega gut Leute op meiner Frau wieder gesehen als den große Betrieber die de Sektor aus meiner Tisch gewinnt du auch viel gern nach Mattuelle mir dat geht ja nicht begrenzte Platzen an Santé huet ja ein gewerkschaftlich stark Verankerung an Geschichte und stark Leid an du hast eigentlich also du brauchst aber noch nicht drüber schwätzen dass es just in Berget als schwach dann kommen wir zum 8 ja da das ja dann die echte Kehr dass man 120 Kandidaten an dran geht weil das geht also Kandidatinnen und Kandidaten am Gruppe 8 OGBL-Kandidaten, weil da wisst, dass Fusion endlich offiziell geschah ist vom Landesverband mit dem OGBL. Wir sind ganz froh. Auch da wird man haut nicht drüber zu gehen, wir sind aber wirklich froh, dass man die dote Wahlen können vereint ragoen an vereint als stärkten zusammen an so dass man do all zusammen stehen bei dem Grubers vielleicht speziell zu so da sucht du retraitiert da von der Zerwahl mat Kandidat sind am Gruppe 8 selber all die anderen Gruppen do sind retraitierten an einem eigenen Gruppe an der das den Ning die da sind auch Kollegen hai den Ningers den wie mir da so in der Gruppe von Rentner wo man natürlich ganz stark Leute, weil da sind die schon lange dabei sind. Die wissen auch, wie es lebt, an die können sich ersetzen, haben schon viel bewiesen und so und waren zum Teil sind da auch die schon ganz lange dabei sind, mehr auch da haben wir da dabei, die neu dabei sind, also an der Chambre des Salariés neu, ob da löscht, so dass wir auch ganz zuversichtlich sind. So, wir sind wirklich da guter Ding an guten AW mit den Kandidatinnen und Kandidaten an Rennen zu gehen. Wir haben eine gute Kampagne, die da am Saal gesehen, am Stick gesehen. Die Kampagne ist natürlich evolutiv. Wir machen da das, was sich gehört hat. Für zu sagen, hallo, die Sozialwahlen wählt alle gute Matt. Ich meine, das ist ja die größte Challenge. Ihr wisst, die Wahlbeteiligung bei der CSL ist relativ tief. Dass jeder muss die Envelope da ausfüllen an Aschecken am Matt wählen. Und das machen wir mit allem, was geht. Wir haben Broschüren, Gadgets, wir werden visuellen haben, Affischen, die du schon hängen. Wir werden sie aber auch überall haben, an den Busserien, auf den Straßen, auf den Lutepotoen, an den Parkhäusern, wo auch immer. Wir werden Radiospotten haben, Telespotten haben. Wir machen auch Videoen, wie soll wählen, also de comment voter für das. Zu erklären, weil auch da das hast du das Problem, dass an alle Länder ja auch nicht gewählt, dann dafür muss ich dann genau erklären, wie das Wahlsystem zu Lützburg schläft, für dann, ob man es da kein Verlust dazu haben. Wir werden auch eine extra Broschüre haben zum Comment voter, wir werden noch eine kleine Flyer haben. Die Heilbroschüre, den tut Bord, an Menagen zu Lützeburg. Da verdelen wir an die Betriebe bei den üblichen Panoplie und Aktionen, die wir da eben können machen, werden wir machen. Dann bis zum 12. März werden wir also noch gesehen, weil wir haben Tonnen Eventer, die mit der Wahlen zu dienen oder auch nicht, mit die aber stattfinden. Wir haben einfach immens viele, wo das ist. Wir haben zum Beispiel heute alle Sektor seinen eigenen Kandidaten treffen. Nach bis dahin. Also wir werden ja nicht alle guten Invitationen verschicken, weil das geht ja nicht mehr ab. Wir haben alle oben quasi einen Kandidaten treffen von einem Syndikat oder von einem Sektor. Wir haben aber, und da ist aber sicher ein Platz, wo wir invitieren, wo man froh wird, wenn er kommt, auch noch eine große nationale Kandidaten treffen. Und da gehen alle guten OGBL-Kandidaten angelöten, also auch die von den Betrieben, das sind da ja da viel. Und da das der 6. Februar an der Lux Expo.
Owes. Dat machen wir auch alle 5 Jahre natürlich 4 Runde Wahlen, das ist aber ganz flott Gelegenheit, wo die Leute sich auch kennenlernen und austauschen, den nationale Kandidaten treffen. Dann haben wir nach kann ich auch ein bisschen Klamm dafür machen, obwohl der Chambre des Salariés ein Evenement für 100 Jahre Chambre des Salariés, das tut er schon gekriegt, der 25. Januar. An den 25. Januar selber hat den OGBL auch noch ein Evenement, zwar mittags, so dass das abgeht, dass wir überall können sehen. Und das, wir haben also OGBL einen Akkord de Kollaboration mit der CGT. Und die geht erneuert. Die geht erneuert an einer Schrift zusammen mit der CGT, den 25. Januar mittags. Und wir haben die große Ehre erfreut, Sophie Binet, Generalsekretärin von der CGT National, als Lützburg zu bei uns am Casino Syndical, war doch ein Rito wird halten, mit dem wir dann als einen Akkord de Kollaboration unterschreiben. Und dann haben wir noch Tonnen und Tonnen und Tonnen und er kriegt alles mitgedeelt. Sobald das stehen, mit der sind Lummer die wichtigste, was man so für die 4 Wahlzeiten, wo an der wir uns befinden. Okay, das ist so eine große Merci. Das war viel zu lange und ich entschuldige mich dafür. Merci für Ihre Geduld. Wir sind natürlich auch an Gidreden, als du für Frauen zu den Sektoren oder andere Frauen zu der Kampagne an du nur wäre aber froh, wenn dann nochmal da ist, bleibt für kleine Part, für mit den Kandidaten ein bisschen zu schnitzen. Voilà. Merci.